Manchmal traut Goran seinen Augen nicht. Der Fortschritt der Arbeiten ist erstaunlich. Alles, was wir heute hier sehen, ist in weniger als einem Jahr entstanden. Hier in Ostserbien lagern große Gold- und Kupfervorräte. In Windeseile schießen Minen und neue Firmenareale aus dem Boden. Die Bauherren sind chinesische Unternehmen und ihre Arbeitskräfte bringen sie gleich mit. China steht Serbien auf dem Balkan am nächsten und hat große Pläne. ...250 Kilometer südöstlich von Belgrad liegt Bor, die größte Kupfermine Europas. Vor 4 Jahren haben die Chinesen sie übernommen. Goran Jakovlević ist ein Bürger dieser Stadt, der Stadt mit der schlechtesten Luft in ganz Serbien. Seit Jahren muss er zuschauen, wie seine Heimat verkauft wird. Es gebe keinerlei Vorschriften an die neuen Eigentümer vom serbischen Staat, beklagt er. Und viel zu wenig Informationen. Man verhält sich untertänig. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Es entsteht der Eindruck, dass man Ostserbien aus irgendeinem Grund geopfert hat. Keine Ahnung, weil man vielleicht auf die chinesische Stimme in internationalen Organisationen zählen kann oder von ihnen günstige Kredite für neue Autobahnen bekommt. Bei der Fahrt um die Mine herum wird das Ausmaß sichtbar, in dem die Chinesen hier bauen. Das Gold und das Kupfer sollen schnellstmöglich gefördert werden. Gigantische neue Firmenareale werden erschlossen, Zufahrtsstraßen gebaut, alles mit importierten Arbeitskräften. Nach ihrer Schicht pilgern ganze Gruppen zurück in ihre Unterkünfte. Hello. Die Stimmung ist gut, geben sie zu verstehen. Englisch spricht niemand. English, someone. English. No English. Die Einheimischen beobachten die Expansion mit Argwohn, denn sie ahnen Schlimmes. Am Anfang soll nur die Oberflächenschicht abgetragen werden. Darunter befindet sich eine gigantische Fläche, die sich bis zur Stadt Bor hinstreckt, mit einem Durchmesser von 5 bis 6 Kilometern. Wenn sie in etwa 10 Jahren mit der Förderung der Oberflächenschicht fertig sind, dann geht es unterirdisch weiter bis zur Stadt. Dann bleibt für die Bürger keine Perspektive. Goran hat sich mit den Bewohnern rund um die Mine vernetzt. Sie alle sind in Gefahr. Südosteuropa ist offen für chinesische Investitionen. Serbien ein Eldorado für große neue Infrastrukturprojekte. Das Land baut sein Schienen- und Straßennetz fieberhaft aus. Die Hälfte aller Projekte gingen an die Chinesen. China bekommt im Gegenzug die heiß ersehnte Verbindung vom griechischen Hafen Piräus nach Westeuropa. In Europa ist Serbien zum Brückenkopf Chinas geworden. Symbol dafür die Pupin-Brücke. Gut 1500 Meter lang und einer der wichtigsten Donauübergänge in Belgrad. Gebaut von chinesischen Firmen mit chinesischen Krediten. Das erste chinesische Projekt überhaupt. Die Politik Chinas baut in Serbien auf das Prinzip moderne Infrastruktur, Investitionen und milliardenschwere Kredite gegen Einfluss und Zugang nach Europa. Ein weiteres Prestigeprojekt, die Schnellbahn von Belgrad nach Budapest. Ein Joint Venture zwischen Serbien, China und Russland. Gesamtkosten mehr als 2 Milliarden Euro. Den Löwenanteil finanziert eine chinesische Bank. China hat ein starkes Interesse an einem effektiven Schienennetz auf dem Balkan. Hotspot der Investitionen ist die Hauptstadt Belgrad. Bald beginnen die Bauarbeiten für die U-Bahn.
Geld und Arbeiter kommen aus China. Chinesische Firmen werden auch eine neue Kläranlage für die serbische Hauptstadt errichten. Geschätztes Investitionsvolumen fast 10 Milliarden Euro. China ist mit Wirtschaftsunternehmen aktiv. Ein noch sehr junges chinesisches Investment, die Automobilzulieferfabrik in Nordserbien. Hier werden auch Teile für deutsche Konzerne gefertigt. Die Einweihung im Frühjahr fast ein Staatsakt. Für Präsident Alexander Vučić ist das chinesische Engagement in seinem Land eine große Chance. It's a good partner of Serbia. China ist ein guter Partner für Serbien. So far, very regular. Wir haben sehr normale Beziehungen und sie investieren kräftig, zum Beispiel in unser Stahlwerk und in die Kupfermine. Copper mine and Es war außerdem ein offenes, transparentes Ausschreibungsverfahren für die Kupfermine. Andere Unternehmen hatten nur latentes Interesse. China sichert mehr als 5000 Arbeitsplätze in der Region. Selbstverständlich haben wir gemeinsame Infrastrukturprojekte. Aber der weitaus größte Investor in Serbien ist doch Deutschland. Ein Symbol für die guten serbisch-chinesischen Beziehungen, das neue chinesische Kulturzentrum in Belgrad. An dieser Stelle stand einmal die chinesische Botschaft. Im Jugoslawienkrieg wurde das Gebäude von NATO-Bomben zerstört. Der moderne Neubau auch ein Statement für die Verbundenheit beider Länder. Liu Yu arbeitet für eine Firma, die für diese guten Beziehungen steht. China Railway, das staatliche Eisenbahnunternehmen der Volksrepublik China. Als Abteilungsleiter hier in Belgrad verdient er gut. Ich mag Mercedes, aber meine Frau wollte einen BMW. Liu ist auf dem Weg zu einem Termin außerhalb Belgrads. Das Treffen gleich ist wichtig. Es geht um einen Geschäftspartner für die Chinesen und um viel Geld. Für Liu ist die Sache klar. Die Präsenz Chinas im Land bringt den Serben Reichtum. Durch die chinesischen Investitionen ist es für die Menschen in Serbien einfacher, Arbeit zu bekommen und bessere Löhne. Daher finde ich, dass es sich um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten handelt. Liu hat ein ungewöhnliches Hobby. Er will serbische und chinesische Firmen miteinander in Kontakt bringen. Bisher ehrenamtlich in seiner Freizeit. Eines Tages soll es Geld bringen. Liu ist eine Art Privatlobbyist für China. Angekommen bei der serbischen Firma Belt. Sie produziert Stahlzäune für die Baubranche. Liu will den Inhaber überzeugen, neue Deals mit seinen chinesischen Auftraggebern zu machen. Guten Tag, wie geht es dir? Alles gut. Komm rein. Und er will kontrollieren, dass bei den bereits bestellten Lieferungen die Termine eingehalten werden. Schau, ich habe dir versprochen, dass es keine Engpässe in den Lieferungen geben wird. Und wir sind immer noch gut im Rennen. Alles plangemäß. Wir müssen so schnell wie möglich fertig werden, damit die Arbeit nicht stillsteht. Ich bin auch deswegen da, um mich nach den Preisen zu erkundigen. Es hat ja einige straffe Schwankungen gegeben. Die Partner wünschen sich mehr Gewissheit in dieser Richtung. Der Krieg in der Ukraine hat die wirtschaftliche Lage verschärft. Liu versucht, den serbischen Unternehmer runterzuhandeln. Nur dann werden die Chinesen zuschlagen. Noch liegen ihre Preisvorstellungen deutlich auseinander.
Die ersten Chinesen, die Ende der 90er Jahre dauerhaft nach Serbien eingewandert sind, begannen hier Geschäfte zu machen. In Block 70, dem Markt. Er gleicht einem Labyrinth. Mehr als 300 Geschäfte und Buden gibt es hier. Doch nicht nur das. Mitten auf dem Markt betreiben Kit und seine serbische Partnerin Jovana eine kleine Malschule für chinesische Kinder. Yes. Was ist mit diesem Teil hier? Ich will erst den Baum fertig malen. Ja. Kit ist ein Kind genau jener Einwanderer der ersten Stunde. Seine Eltern kamen damals aus wirtschaftlichen Gründen nach Serbien. Damals, als wir gerade angekommen sind, glaubte man automatisch, dass wenn du ein Chinese bist, du entweder einen Fastfood-Laden hast oder Socken verkaufst. Und jetzt ist es so, dass Chinesen hier relativ gut leben. Vielleicht nicht alle, aber diejenigen, die früh hier angefangen haben und ihre Geschäfte schon lange führen, denen geht es hier richtig gut. Das sieht man an den Autos, die sie fahren, an ihren Häusern, an den Privatschulen, die ihre Kinder besuchen, die $20.000 oder Euro pro Jahr kosten. Auch er will gut leben und gutes Geld verdienen. Deshalb hat Kit mehrere Jobs, arbeitet oft bis tief in die Nacht. Die kleine Kunstschule führt er nebenbei. Einen Großteil seines Geldes verdient er in der Werbeszene. Seine Kundschaft? Chinesische Firmen und Restaurants. Chinesen vertrauen ihren eigenen Landsleuten mehr. Und wo immer sie die Möglichkeit haben, ihre Leute einzusetzen, tun sie das auch. Das gilt nicht nur für Social-Media-Marketing, sondern allgemein. Sie holen viel lieber jemand aus China, um zum Beispiel für sie zu kochen, und zahlen ihm doppelt so viel wie einem lokalen Koch, der genauso gut ist. Das ist wohl eine chinesische Mentalitätssache. Wir vertrauen uns selbst am meisten. Oft habe er bis 3 Uhr nachts gearbeitet, erzählt er. Seine Eltern fanden das beruhigend. Jetzt will er sein Leben ändern. Kit will ein Teil der serbischen Gesellschaft werden. Ein Traum, der sich in wenigen Tagen für ihn erfüllen könnte. Ein paar Meter weiter. Die 25-jährige Chinesin Weia Chen hat heute frei. Sie hilft ihrer serbischen Freundin Sanja, sich auf dem Markt zu orientieren. Für Sanja ist alles neu und exotisch. Weia kennt fast jedes Geschäft in Block 70. Yeah, this is of course. No, this is potato. Das ist Entenblut. Wofür ist das denn? Man tut es in den Hotpot. Das ist wirklich gut. Ihr tut aber vieles in den Hotpot. Ja, wir tun eigentlich alles in den Hotpot. Sie will Sanja zeigen, wo sie ihre Kindheit verbracht hat. Doch dazu muss man in den abgesperrten Teil des Marktes. Hier wütete vor einigen Jahren ein Feuer. Eigentlich betreten verboten, die Ruine ist nicht gesichert. Seit Jahren war Weia nicht mehr hier. Das war der Laden meiner Eltern. 140. Weias Eltern hatten hier ein Schuhgeschäft. Es bricht mir das Herz. Ich fühle mich so, als wären alle meine Erinnerungen mitverbrannt. Der Laden meines Onkels war da drüben. Wir waren auch Nachbarn. Alles verbrannt. Weias Vater lebt nicht mehr. Ihre Mutter ist nach China zurückgekehrt. Weia hat sich entschlossen zu bleiben. Sie ist jetzt auf sich allein gestellt. Es herrscht Goldgräberstimmung im Land. Überall wird gebaut. Viele der Großbaustellen sind fest in chinesischer Hand.
Serbien ist Teil der Neuen Seidenstraße, eines der weltweit größten Infrastrukturprojekte. Es soll Chinas Märkte mit denen Europas verbinden. Diese Arbeiter bauen 40 Kilometer eines neuen Autobahnabschnittes. Hier sind sie gesprächiger. Wie lange arbeiten Sie schon in Serbien? 3 Jahre. 3 years in Serbia? Yes, in Serbia. Okay. Harte Arbeit oder gute Arbeit? Yes, it's high level of Serbia. Ich mag Serbien. Gute Arbeit. And here is work and where you live? Und wo wohnen Sie? Where do you live? Well, Living, sleeping? Oh, over there. Da drüben. Over there. Auch hier zeigt sich die Firmenpolitik der Chinesen wieder deutlich. Sie nehmen ihre Arbeiter mit. 1.200 € beträgt ihr Monatsgehalt. Das ist weit höher als der serbische Durchschnittslohn. Sie zahlen für Verlässlichkeit und Schnelligkeit. Die meisten chinesischen Arbeitskräfte leben in Baracken mit Mehrbettzimmern. Ein tieferer Einblick ist unerwünscht. No camera. Sorry. Diejenigen, die dauerhaft eingewandert sind, leben in den Blocks rund um den Markt. Chinesen fanden Serbien schon immer attraktiv, nicht zuletzt wegen der gemeinsamen kommunistischen Vergangenheit. Und die Community wächst. Auch Weya lebt hier, zusammen mit ihrer Katze. Ihr Name ist Piju, das heißt Bier. Ich liebe es, Bier zu trinken, deshalb heißt sie Bier. Ihr Job als Bürokraft und Übersetzerin für einen chinesischen Unternehmer bringt ihr genug Geld, um sich ein Mittelstandsleben, ein Haustier und einen BMW leisten zu können. Das Einzige, was ihr manchmal fehlt, ist ihre Mutter. Warum arbeitest du heute nicht? Weil Wochenende ist, Mama. Ach so, habe ich vergessen. Hi, Piju, ich bin's, deine Oma. Wieso ignorierst du mich? Kontakt mit ihrer Familie kann Weya nur mit einer chinesischen Software aufnehmen. Wir nutzen kein Google, Facebook oder Instagram. Wir haben unsere eigenen Apps. Wenn man in Kontakt mit seinen ausländischen Freunden kommen will, ist das unmöglich. Vielleicht über E-Mails. Kannst du verstehen, warum das nicht erlaubt ist? Nein, niemand hat uns das erklärt. Es heißt einfach, es ist verboten. Eingeschränkt habe sie sich in China trotzdem nicht gefühlt. Man kann in China alles machen. Gut, man kann in China vielleicht nicht ganz so frei über Politik reden. Aber das Ding ist, wir reden nicht über Politik. Wir vertrauen unserer Regierung und wir reden einfach nicht darüber. Wir haben nicht das Gefühl, es ist verboten und wir würden gern darüber reden. Wir reden niemals darüber. Den Krieg in der Ukraine zum Beispiel will Weya nicht mitgekriegt haben. Vielleicht ist ihre unpolitische Haltung auch der Grund, warum sie mit Überwachung kein Problem zu haben scheint. Ich habe mich in China sicherer gefühlt, weil wir überall Kameras haben. Wir haben keine Obdachlosen, keine Kriminalität. Es ist safe rauszugehen, egal wann. We don't have a lot of crimes going on in China, so it's really safe to go out in China at any time. Even if we don't have these cameras, we are like. Auch wenn wir die Kameras nicht hätten, everybody is watching us. Wir haben Handys, Computer, sie haben alle unsere privaten Daten. Die Kameras auf der Straße beschützen uns. So I think the camera that they put on the road, it's protecting us. Auch in Serbiens Hauptstadt tauchen seit ein paar Jahren immer mehr Kameras auf.
1500 sind es bisher. Am Ende sollen es mehr als 8000 werden. Danilo Krivokapic ist Vorsitzender einer NGO, die sich mit Datensicherheit befasst. Er warnt seine Mitbürger, indem er auf die Kameras aufmerksam macht. What does it say? This says, darauf steht, nimm mein Gesicht nicht auf. Die Kameras sind ein Produkt der chinesischen Firma Huawei. Danilos Problem: Man kann sie mit einer ebenfalls chinesischen Software so aufrüsten, dass sie eine automatische Gesichtserkennung durchführen. Das ist der Platz, wo sich die Menschen treffen, ausgehen, aber auch protestieren. Und hier sehen wir 4 von 18 Kameras. Der ganze Platz ist komplett überwacht von dieser Art Kameras. Bei einem Protest könnten Behörden herausfinden, wer sich regierungskritisch betätigt. Belgrad ist die erste europäische Stadt, in der flächendeckend smarte Kameras zu finden sind. Danilos Organisation hat eine Kampagne gestartet. Damit will sie Druck auf Serbiens Regierung machen, damit die Nutzung dieser Technologie nicht erlaubt wird. Es reicht schon, wenn die Menschen das Gefühl haben, jemand schaut ihnen zu, weiß, was sie tun, mit wem sie sich getroffen haben. Dann beginnen sie ihr Verhalten zu ändern. Das ist sehr gefährlich für eine demokratische Gesellschaft. Auch bei der Digitalinfrastruktur, wie zum Beispiel dem 5G-Netz, haben sich chinesische Unternehmen in Serbien bereits in die Pole Position gebracht. Ist Serbien ein Testfeld für chinesische Überwachungstechnologie? Kritiker warnen vor zu viel Einfluss. Doch wenn es um Geschäfte geht, scheint das niemanden zu beunruhigen. Die Orientierung an China ist strategisch gewollt. Genauso die ebenfalls große Nähe zum slawischen Russland. Doch auch die Zuwendung zur Europäischen Union gehört zum serbischen Selbstverständnis. Was nach außen wie Schlingerpolitik wirkt, ist aus serbischer Sicht Staatsräson. Das Land mit seinen fast 7 Millionen Einwohnern und geografisch im Zentrum der Balkanhalbinsel sieht sich in der Tradition des blockfreien ehemaligen Jugoslawiens. Unabhängig. Außen- und wirtschaftspolitisch offen bei der Wahl der Partner. Ein Kurs, mit dem das kommunistische Jugoslawien durchaus erfolgreich war. Symbol für diese Kontinuität: die einstige Residenz der serbischen und jugoslawischen Könige im Zentrum von Belgrad. Sie ist heute Amtssitz des Staatspräsidenten. Seit 2017 ist das Aleksandar Vučić. Der frühere Informationsminister unter Slobodan Milosevic und spätere Ministerpräsident regiert das Land unangefochten. Sein Spiel mit mehreren Optionen demonstriert er zu Beginn der Corona-Pandemie. Am Belgrader Flughafen landen Flugzeuge mit chinesischer Flagge. Eine Blamage für die EU. Die Chinesen sind die Ersten, die Masken und Impfstoffe liefern. Serbisch-chinesische Impfstoffdiplomatie. Auch militärisch will sich Serbien nicht festlegen. Die Regierung kauft in China ein Flugabwehrsystem. Die Präsentation ein Signal an den Westen. Offen nach allen Seiten ist auch die Haltung zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Zwar verurteilt Serbien in der UN Russland. Den Sanktionen aber schließt sich Aleksandar Vučić nicht an. Kritik an diesem Kurs lässt der Staatschef nicht gelten. Wenn wir über Russland reden, ich bin nicht nach Moskau gefahren. Das waren viele EU-Führer, die nach Moskau gefahren sind seit Beginn des Krieges. Aber ich habe dazu nichts gesagt.
Warum glauben Sie, dass einige EU-Führer das Recht haben, alles zu tun, was sie wollen, und wir sollten nicht wie ein unabhängiger Staat handeln dürfen? Im Westen beobachtet man die serbische Schaukelpolitik mit zunehmender Sorge. Im Europäischen Parlament ist man alarmiert, weil sich China die marode Infrastruktur Serbiens zunutze mache und Modernisierung samt großzügiger Kredite anbiete. Die Befürchtung in Straßburg? Serbien lasse zu, dass sich China in großem Stil in Europa einkaufen und festsetzen könne. Dabei ist Serbien seit Jahren offizieller Kandidat für einen EU-Beitritt. Deshalb wird auch der serbische Kurs besonders problematisch gesehen. Der Ukraine-Krieg ist ja nicht ein lokales Ereignis zwischen zwei Ländern, sondern er wird wahrscheinlich die Grundsatzfrage stellen, stehst du auf der Seite der Demokratie oder stehst du auf der Seite von Autokratien und Diktaturen? Und sowohl Russland ist klar als Diktatur zu identifizieren, als auch China mit der dritten Wahl jetzt von Präsident Xi wird in die Richtung gehen. Und deshalb stellt sich für Serbien schon die Grundsatzfrage, auf welcher Seite stehen wir da? Wollen wir mit Russland oder China in die Zukunft gehen? Versprechen wir uns dort mehr? Oder wollen wir in Richtung Europa, sprich in Richtung freie Welt und in Richtung Demokratie gehen? Diese Entscheidung kann den Serben niemand abnehmen. Das müssen sie selbst wählen und selbst fällen. Aber die Entscheidung lässt sich nicht mehr lange aufschieben. Zurück zur Stahlfirma nach Belgrad. Liu Yu ist vor allem an einer guten Entwicklung seiner Geschäfte interessiert. Wie ist es für ihn gelaufen? Konnte er den serbischen Unternehmer davon überzeugen, das Geschäft mit den Chinesen auszubauen? Das ist der Anfang der Kooperation. Wir versuchen, alle Versprechen zu halten. Bis jetzt haben wir das auch. Und jetzt wollen wir die Prozente in den nächsten Monaten und Jahren hochfahren. Die beiden haben offenbar einen Deal. Bis jetzt hat Liu 7 solcher Partnerschaften ins Leben gerufen. Lukrativ wird es für ihn ab 20. Dann wird er eine Gebühr für seine Dienste einführen und daran verdienen. Auf der Rückfahrt beginnt sich Liu zu entspannen. Mr. Dusan don't want to put price too low. Mr. Dusan wollte den Preis nicht zu weit runtersetzen. Ich habe zu ihm gesagt, wir versuchen, einen Preis in der Mitte zu finden. Also habe ich mit den Chinesen geredet. Sie sind ein bisschen rauf mit dem Preis und Mr. Dusan ein bisschen runter. And Mr. Dusan is give the price is little down. I'm happy for that. Ich bin happy, wenn wir eine neue Kooperation haben. Eine chinesische Firma mit einer serbischen. Seinen Erfolg will Liu feiern, mit sich selbst an seinem Lieblingsplatz in Belgrad. Radfahren an der Save ist für ihn Ausspannen. Mehr Zeit für Hobbys hat er wegen seiner Nebenbeschäftigung als chinesischer Vermittler nicht. Liu lebt zusammen mit seiner chinesischen Frau in einer 3-Zimmer-Wohnung. Sie ist scheu und will nicht vor die Kamera. Er holt das Album mit den Hochzeitsfotos. Die beiden haben eine harte Zeit hinter sich. Nachdem sie sich wegen Corona 2 Jahre nicht sehen konnten, er war in Serbien, sie in China, feierten sie schließlich eine pompöse Hochzeit. Beautiful. Das ist traditionell chinesisch. Doch Lius Frau reicht das nicht. Meine Frau hat sich gewünscht, in einer Kirche zu heiraten. Also ließen sich die beiden orthodox taufen. Liu ist pragmatisch. In seinen Ansichten steht er seiner alten Heimat aber immer noch nahe. Heute Abend das große Thema im chinesischen Fernsehen: der Konflikt zwischen China und Taiwan und der geplante Besuch einer US-Demokratin.
Das Problem entsteht, wenn sich ein Dritter einmischt, in diesem Fall die USA, die ihren eigenen Interessen nachgehen und die Brüder gegeneinander aufhetzen, dem jüngeren Bruder sogar Waffen verkaufen und an diesem Streit Geld verdienen. Eine Eskalation oder gar einen Krieg werde es nicht geben, beeilt sich Liu zu bekräftigen. Aber wir sehen in den Nachrichten Kriegsschiffe, Flugzeugträger, Kampfflugzeuge aufsteigen. Alles nur Show? China will damit nur demonstrieren, dass wir stark genug sind und uns in einem Krieg behaupten können. Wir zeigen Muskeln, zeigen, dass wir stark sind. Das ist alles. Liu fühlt sich wohl in Serbien und will bleiben. Sein Antrieb? Die Geschäfte müssen laufen, und das tun sie. China spiele wirtschaftlich jetzt ganz oben mit, sagt er mit einem gewissen Stolz. Doch der Aufschwung, den China Serbien bringt, hat seinen Preis. Das Balkanland schuldet China rund 8 Milliarden Euro. Das entspricht etwa einem Viertel der Gesamtverschuldung des Landes. Auf dem gesamten westlichen Balkan ist China dabei, der größte Auslandsgläubiger zu werden. Besonders gilt das für Serbien. Niemand weiß, was passiert, sollte Serbien seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr bedienen können. Wäre dann ein Szenario möglich, dass China in so einem Fall für lange Zeit Zugriff auf serbisches Territorium fordern würde? Europaabgeordnete warnen seit langem vor dem wachsenden chinesischen Einfluss, aber auch vor möglichen Umweltschäden durch chinesisch geführte Industrieunternehmen. Ein oft gehörter Verdacht: In Serbien seien die Umweltstandards niedrig, die Kontrollen lasch. Es fehle an Transparenz. Im EU-Parlament vermissen viele ein klares Bekenntnis Serbiens zu Europa. Das Land ist seit 2012 Beitrittskandidat. Die Sorge ist, sollte Serbien tatsächlich einmal EU-Mitgliedsland sein, dann könnte China über die Hintertür europäische Politik mitbestimmen. Eine Forderung: Wenn Serbien wirklich in die EU will, muss es gegenüber China unabhängiger werden. Die Grundsatzfrage, wer steht auf der Seite von Demokratie und Rechtsstaat, lässt sich nicht mehr lange vertagen. Ich glaube, da geht es um einen Zeithorizont, der Monate, wenige Jahre umfasst. Und in der Phase muss sich auch jetzt Serbien entscheiden. Wenn wir die Erweiterungsperspektive ernst meinen, dann muss andererseits natürlich auch Europa in der Lage sein, sich zu reformieren. China kauft sich in Serbien ein, auch mit der Perspektive, dass zukünftig eventuell Serbien ein Mitgliedsland der EU ist und damit Blockademöglichkeit bei der Außenpolitik zum Beispiel hat, bei der China-Politik ganz Europas haben wird. Und das darf nicht passieren. Wir müssen in der Außenpolitik wegkommen von der Einstimmigkeit, dass ein Land die gesamte Europäische Union aufhalten und blockieren kann. Und wenn uns das gelingt, dann werden auch Erweiterungsschritte wie Serbien auch einfacher für uns Europäer werden. Belgrad fühlt sich ungerecht behandelt und erinnert an die Reise des deutschen Kanzlers nach China mit gut 100 Unternehmern. Warum sollte Deutschland das Recht haben, mit China Geschäfte zu machen, Serbien aber nicht? Dabei scheint die Frage der Orientierung schon entschieden. Eine Mehrheit der Serben wünscht einen Beitritt zur Europäischen Union. Das weiß auch der Staatspräsident. Doch die Sorge der Europäer vor einer zu großen finanziellen Abhängigkeit von chinesischen Schulden kann er nicht nachvollziehen.
Was ist der Unterschied zwischen Schulden gegenüber Deutschland oder gegenüber China oder den USA? Geld ist Geld. Es ist nicht markiert. Es gibt verantwortungslose Regierungen, ja. Es gibt verantwortungslose Regierungen, die danach suchen, woher sie Geld bekommen können, weil sie gegenüber China verschuldet sind. Wir müssen mit den Staatsfinanzen vernünftig umgehen. Dann gibt es keine Probleme. Wir haben keine Probleme mit der Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist die beste und die niedrigste in der ganzen Region. Wir haben keine Probleme mit unserer Staatsverschuldung. Wir achten auf unsere Finanzen. Alles ist unter Kontrolle. Wir sind der beste Platz für Investoren. Deshalb kommen auch so viele deutsche Investoren in unser Land. Die chinesische Community in Serbien interessiert sich für diese Fragen nicht und lebt davon unbehelligt, auch Weyer. Sie hat eine mutige Entscheidung getroffen und kurzerhand ihren Job bei dem chinesischen Unternehmer aufgegeben. Wie fühlt ihr euch, nachdem ihr nun beide euren Job gekündigt habt? Wir fühlen uns fantastisch. Ich habe schon seit Jahren den Plan, ein eigenes Café aufzumachen. Aber wegen Covid ging es nicht. Und deshalb habe ich jetzt beschlossen zu kündigen. Ich habe hier meine Partnerin gefunden. Deshalb bin ich so gespannt. Hier versteckt sich eine Rösterei. Die beiden haben einen Termin. Heute wollen sie ihre eigene Kaffeekreation mischen lassen. Du bist so eine Perfektionistin. Weyer ist Geschäftsfrau. In ihrem neuen Café will sie eine Röstung verkaufen, die auch chinesische Kaffeebohnen beinhaltet. Gespanntes Warten auf das Ergebnis. Er schmeckt etwas bitter und säuerlich. Am Anfang ist es ein bisschen sauer und am Ende ist es sehr bitter. Du kannst es auf der Zunge spüren. Sie entscheiden sich für die Mischung mit der chinesischen Note. Den Kaffee haben sie jetzt. Nun brauchen die beiden nur noch einen Raum. Maklertermin in der Innenstadt. Die Pläne für das Café werden täglich konkreter. Im Prinzip wollen wir eine Küche aufmachen. Was denken Sie? Kann man daraus eine Küche machen? Die Immobilie ist etwas eigen, doch den beiden scheint sie zu gefallen. 500 € Miete will der Besitzer pro Monat haben. Und was sagt ihr zum Preis? Der ist okay. Ja, für die Größe ist es okay. Weyer dokumentiert alles für ihre Mutter. Sie wird ihr das Geld für das Café geben. Die Aussteuer für die Hochzeit, die Weyer lieber jetzt in ihr Herzensprojekt investiert. Ich werde das wahrscheinlich nehmen. Ich habe so viel angeschaut. Das ist wirklich der beste Ort, den ich finden kann. Ich brauche eine abgetrennte Küche im Laden. Ich muss sicherstellen, dass mein Kuchen in einer sauberen Küche gemacht wird. Das ist einfach der perfekte Platz für uns. Angst vor dem unternehmerischen Risiko hat sie nicht. Jeder kennt sich, alle Chinesen in Serbien. Wenn sie wissen, dass ich hier ein Café habe, werden sie alle kommen. Wenige Tage später wird sie den Mietvertrag bereits unterschrieben haben. Seit 2010 haben die Chinesen ihre Investitionen in Serbien drastisch gesteigert. Chinesische Konzerne bauten Brücken, Autobahnen, Zugstrecken.
Abwasseranlagen und die Belgrader U-Bahn stehen als nächstes an. Und während sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf politischer Ebene festigen, festigen sie sich auch hier, ganz im Privaten. Außerhalb von Belgrad findet heute Abend in einem exklusiven Restaurant eine Hochzeit statt. Auch Weja ist unter den Gästen. Kit, der Kunstlehrer aus Block 70, heiratet seine serbische Partnerin Jovana. Er ist angekommen. Heute wird er Teil der serbischen Community. Weja hat sich mit ihrem eigenen Café hier in Serbien einen Traum verwirklicht. Das Thema Hochzeit ist für sie weit weg. Aber wenn sie sich vorstellt, doch mal zu heiraten, dann soll es nicht in China sein. Ich denke, es wird hier sein, denn ich plane, sehr lange in Serbien zu bleiben. ...250 Kilometer weiter südöstlich von Belgrad erwacht Bor, die Stadt mit der größten Kupfermine Europas, zum Leben. Das Stadtbild ist inzwischen deutlich chinesisch geprägt. Goran Jakovlevic merkt, wie sich seine Heimat verändert hat. Regelmäßig besucht er die Menschen, die direkt an der Mine leben, an der Abbruchkante. Sie alle haben Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Wie lebt ihr hier? Wie schon. Schrecklich. Wie ist es mit dem Staub? Staub, Erschütterungen. Schrecklich. Wann wird man euch umsiedeln? Keine Ahnung. Ist doch schon lange die Rede davon und nichts passiert. Kümmert sich jemand um euch? Die Behörden? Sie machen nichts, sie sagen nichts. Ihr werdet einfach euch selbst überlassen. Die Grabungen verändern den Boden, machen ihn instabil. Risse gibt es jetzt schon in vielen Häusern. Irgendwann könnte hier alles einstürzen. Sie sind die Verlierer des chinesisch-serbischen Wirtschaftswunders. Seit Monaten wartet die Familie auf ihre Umsiedlung. Bald werden sie sich von ihrem Zuhause verabschieden müssen.